wie die Zeit doch vergeht. Bereits sind wir schon wieder bei der letzten Folge von dem Adventskalender vom Jahr 2025 angekommen. Wir hoffen, du hast Freude an diesen Geschichten gehabt und kannst jetzt wunderbare Weihnachten verbringen. Wir haben uns einfach nochmal bei dir bedanken, dass du zugelassen hast und wünschen dir ganz viel Spass bei der letzten Folge. Salome ist Pöstlerin aus Leidenschaft. Vor allem die kleinen zwischenmenschlichen Momente beim Arbeiten machen für sie den Reiz vom Job aus. Die Momente sind in den letzten Jahren aber immer rarer geworden. Vielleicht liegt das auch daran, weil die Post, die sie in den Briefkästen deponieren muss, immer seltener Anlass zur Freude ist. Der Grund, wieso Salome trotzdem immer noch Spass an ihrer Arbeit hat, sind einzelne Bewohner von ihrem Dorf. Zu ein paar hat sie inzwischen eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut. Unter ihnen ist auch Sonja, die es wegen ihrer gesundheitlichen Situation seit ein paar Jahren nur noch selten aus ihrer Wohnung raus schafft. Hast du momentan eigentlich nicht mega viel zu tun in dieser ganzen Weihnachtszeit? Nicht wirklich. Nur, dass noch mehr Spendenaufrufe eintrudeln als unter einem Jahr. Sonst das Übliche, weisst, so Werbung, Rechnungen und Mahnungen. Da haben sie die von der Päckli-Post viel strenger. Salome sehnt sich nach diesen Jahren zurück, wo in der Adventszeit noch unzählige handgeschriebene Briefe verschickt worden sind. Die Freude der Empfänger war für sie einfach immer ein unbezahlbarer Lohnbestandteil gewesen. Manchmal ist sie extra ein bisschen länger geblieben, wenn die Briefe noch an Ort und Stelle aufgemacht und gelesen worden sind. So Kuvert würde sie auch gerne wieder mehr einrühren auf ihrer Tour, erzählt Salome ihrer Kollegin beim Besuch. Auf das aber macht Sonja eine Schublade auf und zieht eine riesige Beig handschriftlich adressierte Kuvert raus. Meinst du solche wie die hier? Der Salome wird bewusst, dass Sonja und sie die gleiche Leidenschaft teilen. Wow, wieso hast du mir das noch nie erzählt, dass du auch so eine Faszination für Briefe hast? Das könnte ich dich auch fragen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht nur ein Job für dich. Und wenn so wie ich nach einem Besuch beim Bäck schon so erschöpft bist wie nach einem Marathon, willst du nicht noch uncooler wirken, indem du über Brieffreundschaften redest. Diese Worte lässt Salome noch ein bisschen sacken, trinkt noch einen Tee mit der Sonja und zieht dann wieder weiter. In den darauf folgenden Tagen merkt Salome, wie schlecht es um die Stimmung im Dorf bestellt ist. Schon die 3. Mahnung in dieser Woche. Das geht nicht mehr lang gut. Aber vermutlich sehen die mir schon lange alle den Pleitegeier vom Dorf. Heisst es von der Frau Rüdisüli, der Chefin vom Velogeschäft. Die Frau Meier beschäftigt die Sorgen ganz am anderen Ende vom Spektrum der finanziellen Möglichkeiten. Ich weiss, alle meinen, ich sei steinreich. Und ich gebe auch gerne etwas zurück. Aber irgendwie scheinen sich die Leute nur für mein Portemonnaie zu interessieren. Alle anderen Versuche, mich in die Gemeinschaft einzubringen, werden gar nicht wahrgenommen. Aber dafür Spendenaufrufe, bis der Briefkasten platzt. An diesem Tag häufen sich weitere Kommentare von der Niedergeschlagenheit. Ei, Miete geht schon wieder rauf. Alles wird teurer und zeitgleich kommen immer weniger Gäste in meine Beiz. Fast überall, wo ich mit meinen Kindern hingehe, heisst es nur «Psst» oder «Das ist ein Café und kein Spielplatz». Das ist so ermüdend. Und vom kleinen Tim heisst es: Immer heisst es, dass ich ein Träumer bin. Und dass ich langsam bin. Ich gebe doch immer mein Bestes. Der Salome wird bewusst, wie wichtig in diesen Zeiten ein paar schöne Ziele wären. Da kommt ihr auf einmal eine Idee. Vor ein paar Jahren hat sie eine Phase gehabt, wo sie regelmäßig Gaming-Livestreams gemacht hat. Aus dieser Zeit hat sie noch immer eine beachtliche Followerzahl in den sozialen Medien. Lang hat sie nicht gewusst, was sie nach dem Beenden von ihrer Gaming-Zeit mit diesen Schlaussen anfangen. Aber jetzt hat sie endlich einen Plan. Kaum hat Sonja beim nächsten Besuch ihre Tür aufmachen, platzt das Vorhaben schon aus der Salome raus. Ich mache einen Aufruf zum Briefen schreiben. Über Social Media.
Hoi zuerst mal. Ah ja, hoi. Und echt? Wieso das? Die Leute da aussen brauchen wieder etwas, wo sie sich daran erfreuen können. Weisst, etwas, das von Herzen kommt. Und was passt da besser, als wieder mal einen handgeschriebenen Brief mit ehrlichen Zielen überzukommen? Aber den Aufruf mache ich nur unter einer Bedingung. Ja, und die wer? Erzähl. Du musst mit aufs Video. Spinnst? Ich zeig mich sicher nicht mit dem Rollstuhl und allem. Wieso nicht? Nach meinem Verständnis sollte Social Media sowieso endlich mal authentischer werden. Ja, aber Mitleid erregen will ich auch nicht. Nach langem Hin und Her nehmen die zwei dann schließlich zusammen ein Video auf und Salome stellt es auf alle erdenklichen Kanäle. Zwar so, dass man der Sonja nichts von ihrer gesundheitlichen Situation ansieht, aber immerhin hat sie mitgemacht. Der Erfolg vom Aufruf überrascht sogar Salome als ehemalige Game-Influencerin. Das Video geht viral und bis über die Landesgrenzen raus tauchen immer mehr Videos auf, wo Leute zeigen, wie sie seit langem wieder oder bei Paaren auch das erste Mal überhaupt einen Brief schreiben. Und das digitale Postfach von der Salome wird geflutet mit Direktnachrichten. Aber zum alle beantworten, langt ihre Zeit aktuell einfach nicht. Um den Erfolg zu feiern, taucht sie bei der Sonja mit einer Flasche Prosecco in der Hand auf. Doch schnell wird klar, dass es der falsche Zeitpunkt für eine Party ist. Als Sonja die Tür aufmacht, ist sie fast so bleich wie die frisch verschneite Landschaft für aussen. Jesus, wie siehst denn du aus? Hey, sorry. Den Prosecco müssen wir ein anderes Mal trinken. Aber wenn du schon da bist, wärst du so lieb und würdest mir Tabletten aus der Stube bringen. Klar, ich hole sie dir grad. Als Salome neben dem Medikament ein Foto unter einem Buch entdeckt, kann sie nicht anders und zieht es führen. Auf dem sieht man Sonja ein paar Jahre jünger und offensichtlich auch gesünder mit einer anderen Frau. Beide mit einem Surfbrett im Arm. Als Salome das Medikament bringt, spricht sie Sonja aufs Foto an. Wow, du hast früher gesurft. Und wer ist das neben dir? Ihr seht mega glücklich aus. Was fällt dir ein? Wühlst du immer in fremden Sachen rum? Ist ja unglaublich. Aber Sonja, wir kennen uns doch jetzt auch schon ein Zeitchen und ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht. Ja, offensichtlich nicht. Gewisse Sachen gehen dich einfach nicht an, okay? Es tut mir leid. Gang! Bitte gang einfach! In den nächsten Tagen macht Sonja ihre Tür nicht auf. Ein kleiner Trost in dieser Zeit. Offensichtlich beschränkt sich der Erfolg vom Aufruf zum Briefschreiben nicht nur auf die digitale Welt. Ganz echte, physische Briefe landen plötzlich in grosser Zahl in den Briefkästen. Auch alle, die vor ein paar Tagen der Salome noch ihr Leid geklagt haben, dürfen jetzt Ziele lesen, die runtergehen wie ein guter Schluck Glühwein. Liebe Frau Rüdisüli, danke, dass Sie mir ein neues Veloschloss geschenkt haben. So hat meine Mami nicht schimpfen. Sie sind meine Heldin. Dem Schreiben ist ein 100er-Nötchen beigelegt. Der Bub hat die Geschichte seiner Mami wohl doch noch erzählt. Die hat gefunden, so einen Kundenservice verdiene ein saftiges Trinkgeld. Auch bei der Frau Meier hat es Post gegeben. Danke, dass Sie für unseren Turnverein immer so feine Küchen backen und sich um die Garderobe vom Kränzli kümmern. Sie sind eine wahre Bereicherung für unser Dorf. In weiteren Briefen hat es geheissen: Lieber Herr Moser, Ihre Cordon Bleus sind einfach die besten der Welt. Ich weiss, es ist ein bisschen knapp, aber hätten Sie echt noch Platz für ein Weihnachtsessen mit 50 Leuten? Ich zahle auch gerne ein bisschen mehr. Liebe Frau Battaglia, weil ich mich früher genau so wie Sie ganz allein um meine Kinder müssen kümmern, kann ich Ihre Situation sehr gut verstehen. Ich kann Ihnen einfach mal noch sagen, dass Sie es fantastisch machen mit Ihren Kindern. Da können sich noch einige eine Scheibe davon abschneiden. Gerne lade ich Sie und Ihre Kinder einmal zu einem gratis Mittag ein. Lieber Tim, ich weiss, in der Schule bin ich immer ein bisschen streng mit dir. Aber anders sagt sie, mir gefällt unglaublich, wie du dich für so vieles begeistern kannst. Verlier das nie. Und ein bisschen mehr träumen, täte mir auch gut. Ich freue mich, dass ich deine Lehrerin sein darf. All die schönen Briefe bereiteten Salome grosse Freude. Aber dass sie vor ein paar Tagen mit der Sonja im Streit auseinandergegangen ist, beschäftigt sie. Aber vielleicht braucht sie jetzt einfach ein bisschen Abstand.
Zeit, die sie für gewöhnlich bei ihr verbringt, nutzt sie jetzt, um endlich mal ein paar Nachrichten auf Social Media zu beantworten. Und da sieht sie, dass eine Person besonders oft geschrieben hat. Sie entscheidet sich, das Profil mal ein bisschen genauer anzuschauen. Beim Durchscrollen der Bilder fällt ihr eins ganz besonders auf. Es ist das Gleiche, was sie vor ein paar Tagen bei der Sonja unter einem Buch vorgezogen hat. Aus einer Nachricht werden Dutzende. Und auf einmal kann Salome so vieles besser verstehen. Am 24. Dezember hat sie noch immer nichts von der Sonja gehört. Und auch wenn die vielleicht noch immer nichts mit ihr zu tun haben, das, was sie jetzt vorhat, muss einfach sein. Sie läutet bei der Sonja. Und die Tür geht tatsächlich auf. Was willst du? Schön, dich zu sehen. Es tut mir leid, dass ich so in deine Privatsphäre eingegriffen habe. Du hast schon so viel gemacht für mich. Und ich hätte nicht so streng reagieren. Der Salome fällt es nicht einfach, nach dieser Annäherung schon wieder etwas zu machen, das alles wieder ins Wanken bringen könnte. Aber es muss einfach sein. Schau, ich bleibe gar nicht lang und ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich schon wieder eine Grenze überschreite. Aber nach all dem, was ich gelesen und gehört habe, brauchst du das, glaube ich, einfach ganz dringend. Sonja schaut ganz irritiert rein, wo Salome kurz darauf wieder verschwindet. Auf einmal blickt Sonja in ein anderes Gesicht, das ihr bestens bekannt ist. Gesehen hat sie es aber schon Ewigkeiten nicht mehr. Hey, ich glaube, wir haben uns ganz viel zu erzählen.